Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, wenn ihr das hier seht, dann ist mir endlich mal ein Upload aus Serbien geglückt. Und von daher sage ich mal an der Stelle FC International und uns gibt es überall. Und ich stoße an auf dieses wunderbare Ergebnis unseres ersten FC Köln. Diesmal nicht mit einem Kölsch, sondern mit einem Bier aus meiner Region. Ein Waljewsko Pivo. Ach ja. Leute, wann haben wir das zuletzt erlebt? Einen solchen Kantersieg gegen eine so starke Mannschaft, die auch international vertreten ist, den SC Freiburg. Wann haben wir das zuletzt erlebt? Ich kann euch nur eins sagen, an der Stelle ist der Saisonstart auf jeden Fall geglückt. Das kann man nicht anders bezeichnen. Es ist ein geglückter Saisonstart. Wenn du direkt schon 6 Punkte zu Saisonbeginn hast, dann ist auf jeden Fall gelungen, kannst du sagen, was du willst. Also guck mal auf die Tabelle drauf, über was wir für Teams wir stehen. Über all unseren Rivalen und Rivalen, die es gerne wären. Um es mal an der Stelle nochmal klarzustellen. 4:1. 4:1. Ich habe mir das im FC-Radio angehört und jetzt vor kurzem ist über einen serbischen Kanal auf YouTube tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Highlight-Clip hochgeladen worden. Und ja, ein Tor nach dem anderen war schöner als das andere, um es mal so auszudrücken. Ich will das jetzt Ganze nicht hier rekonstruieren, aber halten wir mal an der Stelle fest. Unsere Neuzugänge schlagen ein. Bülter vor allen Dingen. Letzte Woche hätte ich gerne was dazu gesagt, wie mich das natürlich sehr gefreut hat, was er da gegen Mainz abgeliefert hat. Aber halten wir fest, Kaminski, Neuzugang, trifft. Bülter, Neuzugang, trifft. Jan Thielmann verlängert seinen Vertrag bei uns, ist zwar kein Neuzugang, aber auch etwas, was von Thomas Kessler mit eingeleitet wurde, der trifft auch. Und dann zu guter Letzt Said El-Mala, Entschuldigung für den kleinen Versprecher an der Stelle. Ich switche hier zwischen 2 Sprachen, immer mal wieder zwischendurch, seit einer Woche. Ja, jetzt könnten viele sagen, ja, aber El-Mala hat doch Christian Keller verpflichtet. Okay. Wollen wir nochmal auf Christian Keller zu sprechen kommen? Wie die ganzen Neuzugänge neuerdings hier einschlagen, einer nach dem anderen. Und auch jetzt auch noch ein weiterer Flop von ihm kurz davor ist, den Abflug zu machen. Ich glaube, bei den ganzen Neuzugängen, die Thomas Kessler sich da geleistet hat, da hätte er sich an den Kopf gefasst, da hat er bestimmt gesagt, was macht der da? Warum macht er das? Der kann das doch nicht machen. Der zerstört doch mein ganzes Fundament. Und einen Lukas Kwasniok hätte er auch nicht geholt. Ich will ihn nicht als Wundertrainer darstellen, aber das ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Trainer für den 1. FC Köln. Auf jeden Fall, das ist der richtige Trainer. So ein Christian Keller hätte wahrscheinlich irgendein Gustav Pfeifenbacher, ehemaliger Trainer von Blau-Weiß-Doofkopf, gekauft oder verpflichtet. Und das wäre wieder einer dieser typischen Hot-Take-Transfers von ihm gewesen. Tut mir leid, ich muss noch mal drauf herumhacken, weil warum schlagen alle Transfers von ihm ein? Ich meine, Ache war ja auch noch am Tor von Said El-Mala beteiligt. Deswegen, es läuft gut und dementsprechend auch hier nehme ich das wahr. Ich verfolge es so gut wie es geht und ein absolut gelungener Abend. Also klar. Ich habe hier einen sehr, sehr schönen Urlaub, um es mal klar zu machen an der Stelle. Ich sag mal so, es ist nicht schade, dass ich hier bin. Es ist nur schade, dass ich nicht an dem heutigen Abend dabei war. Aber trotzdem, wenn meine Abwesenheit irgendeinen positiven Effekt auf die Mannschaft hat, irgendwie im Sinne von Aberglaube und dergleichen, dann kann es gerne so weitergehen, sage ich mal an der Stelle. Ja, in diesem Sinne. Liebe Freunde, genießt diese Länderspielpause, guckt immer mal wieder zwischendurch auf die Tabelle. Herausragend, was der FC momentan macht, aber ich rufe dazu auf, ein bisschen bescheiden zu bleiben. Die Ersten reden schon nicht nur von Europa, sondern auch von deutscher Meisterschaft und Ähnlichem. Lasst das bitte sein. Wir machen uns nur lächerlich mit solchen Aussagen. Ich weiß immer noch nicht, ob das Humor ist. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich von daher auch ein bisschen behindert, was die kölsche Kultur angeht. Vergesst nicht, ich komme ursprünglich aus einer anderen Kultur und ich kann mich damit nach wie vor nicht so anfreunden mit solchen Gedanken. Aber ich persönlich bin mittlerweile davon absolut überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Und das wirklich recht vorzeitig.
und vielleicht sogar unsere Saisonziele vielleicht nochmal übertreffen. Was nicht heißen soll, dass ich an einen Europapokal glaube, aber ich denke mal, ein respektabler Tabellenplatz wird am Ende dabei rausspringen. Mir ist auch bekannt, dass wir mittlerweile im Pokal den Bayern zugelost wurden. Heimspiel gegen sie. Ich sag mal so, blamieren können wir uns da nicht. Blamieren können wir uns da definitiv nicht. Und ich lebe jetzt mal damit. Und ja, das wäre auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ist ja hier generell immer so eine kleine FC-Predigt, die ich hier abhalte. Und ich wollte euch mal an meinen Gedanken teilhaben lassen. Und ja, mehr bleibt da auch nicht zu sagen, außer ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.